Unter dem Motto „Beendet die Tyrannei von Ostturkestan bis Jemen“ organisierte die BBP-Partei in Ankara eine Konferenz. Der Präsident der BBP stellte in seiner Rede klar, dass die chinesische Unterdrückung der Uiguren weiterhin besteht, da die Millionen Uiguren als religiöse Minderheit in Umerziehungslagern assimiliert werden. Devlet Bahçeli, Vorsitzender der Partei der Nationalistischen Bewegung, gab in einer Mitteilung zu verstehen, dass er sich mit den Uiguren solidarisiert. Er stehe fest an der Seite der Uiguren, so die Mitteilung, die in Ostturkestan gefoltert und unterdrückt werden. Zudem glaube er fest daran, dass die Wehklagen der Unterdrückten eines Tages die Tyrannen vom Thron stürzen werden. Der französische Präsident Macron kritisierte bei einem Besuch seiner Soldaten in Tschad Trumps Rückzug der amerikanischen Truppen aus Syrien. Macron sei traurig über die Entscheidung der amerikanischen Verbündeten, da ein Verbündeter vertrauenswürdig sein müsse. In Israel protestierte eine Gruppe gelber Westen gegen teure Lebensbedingungen, die in Israel insbesondere im Lebensmittelsektor den Demonstrierenden ein Dorn im Auge ist. Auf dem Protest wurde der israelische Präsident Netanjahu auf Plakaten als Schuldiger des Übels porträtiert und zum Rücktritt aufgefordert. Nicht nur in Israel, auch im Libanon demonstrierten Gelbwesten sowie hunderte Sympathisanten gegen zu hohe Lebensunterhaltungskosten. Die Tragödie in Form eines Tsunamis ist in Indonesien für eine ständig wachsende Zahl an Todesopfern verantwortlich. Aktuell sollen 222 Menschen ums Leben gekommen und weitere 843 Personen verletzt worden sein. Zuständige Behörden warnten die Bewohner in Risikogegenden vor Aktivitäten außerhalb des Hauses.